So, Livestream wird ab jetzt live übertragen, sagt der YouTube. Schönen guten Tag, herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Hier werden schon wieder fleißig Biere an mich verschenkt, sage ich. Jojo schuld mir Bier, Krawallmaus schuld mir ein Bier und der Gnedelwurzler schuld mir 3 Bier sogar. Also es sind schon mal 5 halbe, die nicht auf mich gehen, sondern die ich vor euch kriege. So mag ich das, so mag ich das. Dennoch warten wir immer noch Steady-Abos am liebsten, weil dann, weißt schon, kann ich mir mein Bier selber kaufen, muss mich nicht bei euch durchschnurren, weil ich ja nicht einmal weiß, was ist für eine Plörre sauft. Das sauft sicher irgendein Assi-Scheiß. Bin mir gar nicht so sicher, ob ich euer Schweinsbier mag. Ob ich euer Schweinsbier mag. Ich muss jetzt gleich mal für alle, die drauf warten, Pokémon-Karten, Pokémon-Karten-Unboxing heute leider nicht, denn ich habe nur noch One Piece Booster da. Der Nettod meines Vertrauens hat leider keine Pokémon-Karten mehr gehabt. Naja, nächstes Mal gibt es dafür wieder One Piece Pokémon und Magic Segessering. So, was ist jetzt hier? Blablabla. Beim nächsten Gutlags-Konzert in Kam. Das ist am Donnerstag, das Konzert. Das ist für einen Arsch. Lieber alle am Freitag auf Passau in Zauberberg, so guter Lachs. Da die sagen, bleiben wir nur arbeiten, Männer und Frauen. Gut, weiß nicht, Krawallmaus. Männer, Frau, was weiß ich, entscheid die, leg die fest, sag's mir. Habe ich nicht so, hab ich nicht so mädelhaft. Meudelhaft, was soll denn meudelhaft bitte sein? Das verdammten Weitlerbiffen. Das ist unglaublich. Das soll ich aber nicht als Sprache bezeichnen dürfen, was ist da macht. Nicht einmal ein Dialekt ist das. Das ist wirklich ein Zustand. Meudelhaft. Sesselberger habe ich dere. 4-Tage-Woche, ja. März ist der stinksauer, gell, wenn wir wieder hier eine 4-Tage-Woche machen. Der ist der stinksauer. Wichtigste News gleich mal vorweg auf eine Sequel-Ankündigung, auf die wirklich alle gewartet haben, wirklich alle, nämlich The Last Witch Hunter kriegt ein Sequel, mit dabei wieder mal der Vin Diesel natürlich und auch wieder Michael Caine, der ja eigentlich schon in Rente ist, aber scheinbar darf er für diesen Film, für dieses Sequel nochmal zurückkommen. Das ist ja ganz selbst, da ich sagen, wenn du für diesen Film nochmal zurückkommst, unbedingt, das war ganz wichtig. Naja, lieber haben als brauchen, da ich sagen. Sesselmann, du als alter Boglermann, Karten-Unboxing-Fan für die jetzt auch nochmal, weil du warst vorher noch nicht da. Die enttäuschende Nachricht, dass es heute keine Boglermanns gibt, sondern nur One Piece Unboxing, da der Netto meines Vertrauens keine Boglermann-Karten mehr gehabt hat, die man im Notfall über noch holen, wenn es mal ausgingen. Drum halt nur One Piece, muss auch passen. Was haben wir noch? War so mehr der Film. Ja, Tatsache, war wirklich nur so mehr. Ich bin am Tag nach Soulfly auch in der Arbeit. Ja, da bist du selber schuld, wenn du das tust. Ich hätte am nächsten Tag nicht arbeiten können, weil ich mir die komplette linke Körperhälfte zerstört habe. Aber naja. Naja, Fede Alvarez hat das Skript zu, oder Fede Alvarez, was war es eigentlich hier, wie man den ausspricht? Fede Alvarez oder Fede Alvarez? Ich weiß es nicht. Kann man mal irgendetwas sagen? Auf alle Fälle ist er fertig mit seinem Skript zu der Romulus, Alien Romulus Fortsetzung. Das ist schon mal die gute Nachricht. Die traurige Nachricht ist, er wird nicht selber die, Regie führen. Er wird nur eben, das Skript hat er jetzt geschrieben, dann wird er die Produzentenrolle mit dem Ridley Scott übernehmen. Da er sich nämlich irgendeinem persönlichen Projekt widmen möchte, an dem er auch schon länger schreibt und für dieses jetzt die richtige Zeit gekommen. Drum gibt er die Fackel weiter. Wer es dann macht, wissen wir noch nicht. Wie gesagt, die einzigen News, die es dazu gegeben hat, ist, dass wir ein Sequel kriegen, dass er das Skript geschrieben hat, dass er damit jetzt fertig ist, aber nicht Regie führen wird. Da warst du aber selber schuld. Nichts war ich selber schuld. Pokémon kommt bald wieder. One Piece passt auch. Ja, Pokémon kommt auf alle Fälle wieder. Es wird einfach gehen, wenn ihr alle mal Steady-Abos abschließen habt, dann könnt ihr nämlich einfach ein Pokémon-Karten-Abo abschließen, dass immer rechtzeitig zum Kassettenschmerz Booster-Packs da sind. Oder vielleicht so viel Steady-Abos, dass jetzt mal komplette Sets da sind. Das ist schon nicht gerade ein Booster. Aber wird schon wissen, was mit einem Geld tat, gell? Was auch gut ist, ich hätte eigentlich für jede Neuigkeit ein Poster mit hergekriegt, damit man immer ein bisschen was sagt dazu und habe es jetzt halt schon mal bei den ersten Sachen nicht eingespielt. Aber das soll sich jetzt natürlich ändern. Was wir jetzt dann kriegen, ab 24. September
Marvel Zombies, eine Serie. Es werden ja gleich alle Folgen auf einmal kommen. Ich bin aber jetzt halt gerade nicht sicher, wie viel das sind. Es gibt aber auf alle Fälle auch schon einen Trailer. Den solltet ihr euch anschauen. Der Trailer schaut sehr cool aus. Und was wirklich cool ist, dass da Blade dann seinen offiziellen Einzug, so, nenne ich es jetzt mal, im MCU hat, weil es ist ja, auch wenn es jetzt eine Marvel Zombies Serie ist, aber mit What If ist ja alles irgendwie verwurschtelt, wisst ihr. Das Traurige an der Sache ist aber, dass er noch nicht vom Mahershala Ali gesprochen wird. Also der ist immer noch nicht wirklich im MCU und das regt mir auf. Ich möchte diesen Schauspieler da haben, vor allem als Blade. Ich liebe diesen Schauspieler. Er ist unglaublich gut und eine Frechheit, dass das noch nicht schneller geht. Ich habe zwar Star Stadia, aber unter einem Donkey Kniedelwutzler, da gibt es Potato. Da gibt es wieder Potato. Und fürs Stadia aber natürlich, Alter, das ist ja der Herz allerliebst, wenn du Zuschauer hast. Und du musst da überhaupt nicht angesprochen sein. Du gehst dann so die oberen 10.000, die anderen knickerten Bauern hier, die sich nichts leisten können. Unglaublich, wie so, also wie kommt man so ärmlich durchs Leben, wenn man sich nicht mehr ein Stadia-Abo von uns leisten kann? Also ich habe mich im Grund und Boden schon mal. Unfassbar. Machen wir weiter. Es kommt nämlich auch noch eine offizielle Verfilmung zu einer Spielereihe, die jetzt wahrscheinlich jetzt, glaube ich, unseren Dragon Cry sehr gefreien dürfen, wenn er denn hier wäre. Aber er glänzt ja wieder mal mit Abwesenheit. Denn Amazon hat angekündigt, dass es jetzt eine Life is Strange Serie geben wird. Sprich, die Amazon MGM Studios haben das jetzt angekündigt. Und Showrunner wird Charlie Covell von The End of the Fucking World. Also ich bin gespannt, was sie machen, weil vor allem Prime jetzt schon bewiesen hat, dass sie mit so Material gut umgehen können. Sie The Boys, was jetzt natürlich keine Spieleverfilmung ist, aber es ist eine Adaption und eben auch Fallout. Deswegen sind wir mal guter Dinge, dass es mit Life is Strange auch gut umgängen, was ein Spiel ist, was mich schon immer interessiert hat, aber ich habe bisher noch nicht die Musik gehabt, dass ich da mal einspiele. Was sagt der Sesselberger? Ich habe in einer Woche Geburtstag. Schenk's mir. Schenk's mir. Unglaublich. Soll ich ihm jetzt auch noch das Zeug schenken? Kauf hier schon ständig Booster-Packs nur für einen Sesselberger-Schoß und dann soll ich mir noch Stadia-Abo schenken. Du kannst Stadia-Abos ja verschenken. Du sollst jetzt halt irgendeinen Kumpel von dir dazu bringen, dass er sagt, hey, machen wir Stadia-Abo bei Viva la Movilusion, geilste Schwänze, die es gibt. Und er soll das Stadia-Abo machen und dir dann gleich noch ein Stadia-Abo schenken. Das ist einmal ein Plan. Nicht mich hier aussackeln. Ja, unglaublich. Das erste gespielt war gut. Ja, ich glaube, nur von einem Teil hat man ein bisschen Durchwachsenes gehört. Was sind es denn? 3 Teile und ein Spin-off oder so? Kann es sein? Ich weiß nicht mehr auswendig. Sie fix schon wieder so wie geraucht. Und die ganze Zeit räuspern und husten. Was haben wir für nächste News hier? Was haben wir da für nächste News? Amazon ist ja an der nächsten, noch an einer weiteren Spieleverfilmung dran, nämlich an Tomb Raider. Und jetzt ist offiziell Sophie Turner als Lara Croft in Tomb Raider gecastet worden. Und die Serie soll schon am 19.01.2026 starten, wobei ich das immer nur ein wenig hinterfrage, ob das wirklich passiert. Mir gibt das jetzt gerade alles irgendwie so kurz vor. Wir haben ja mittlerweile schon September. Aber lassen wir uns mal überraschen, was treiben. Sie ist auf alle Fälle sehr aufgeregt. Natürlich ist sie sehr aufgeregt. Wie immer sind sie alle immer sehr aufgeregt. Sesselberger für Pokémon und One Piece Karten. Ja, ich meine, du bist da, gibt es auch Potato, we potato you. Haters gonna hate, potatoes gonna potate. Never forget this. Never forget this. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt mit Tomb Raider weitergeht. Der letzte Versuch mit der Wirtskosten Alicia Vikander oder so. Weiß ich den Namen nicht mehr. Der hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Das fand ich alles nicht schön, hat nicht schön ausgeschaut und sie war auch irgendwie. Mimik hat es auf alle Fälle keine dabei gehabt in dem Film. Aber who am I to judge? Ich bin schließlich kein Schauspieler. 4 Teile sind schon bei Life is Strange, ja. Das kann sein. Alicia Vikander, ja. Sei doch, ich bin doch kein Depp nicht. Im Gegenteil zu dem, was meine Mama hier behauptet. Was haben wir noch? Was haben wir noch für schöne Sachen hier? Da habe ich jetzt ein Core-Poster rausgesucht, das habe ich übersehen. Schande über meine Haut. Aber James Gunn hat schon die Fortsetzung für seinen Superman-Film angekündigt, nämlich Man of Tomorrow. Und das Sequel soll dann am 9.7.2027 in den Kinos laufen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es mit diesem
ähm, DCU dann vorangeht und was da alles auf uns zukommt, weil es ist jetzt auch, läuft jetzt schon übrigens für alle, die es nicht wissen, auf RTL Plus läuft auch schon die zweite Peacemaker-Staffel. Zeitgleich zum US-Release kommen die Folgen raus und wird, was ich bisher gehört und gelesen habe, wirklich sehr gut aufgenommen. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Bei den Julie-Filmen war sogar die Stimme aus den Games am Start. Herrlich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe Tomb Raider nie gespielt. Also beim Kumpel immer ein bisschen mitgezockt, aber selber habe ich die Teile nie in den Tank genommen. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht so sagen, ob das. Ich glaube es jetzt einfach mal, dass die Stimme dabei war, da wäre es schon nicht liegen. Aber für mich war Tomb Raider sowieso nie so das Zugpferd, was mich ins Kino gezogen hätte. Da war halt dann eher nur der Womb Raider oder so etwas gewesen, diese Triple X-Version davor. Aber die ist auch gerade ab 16, da sagt man auch nichts. Kann man sich auch schenken, denke ich mal. Kann man sich auch schenken. Tina Romero bringt ihren Zombie-Film ins Kino, Queens of the Dead. Und wer sich jetzt gerade so denkt, Herr Romero und ein Film mit Of the Dead, Something is in the Bush sehr, hat er ganz recht, denn es handelt sich um die Tochter vom Zombie-Vater George Romero, der leider schon verstorben ist. Und seine Tochter steigt jetzt in seine Fußstapfen, bringt Queens of the Dead raus und der Kinostart soll schon am 24. Oktober diesen Jahres sein. Da bin ich ja schon sehr gespannt, was uns die gute Frau liefern wird. Ich habe von ihr so noch nichts gesehen. Ich glaube, ich hat Kurzfilme auf alle Fälle schon gemacht. Hat bei Land of the Dead damals schon ein bisschen mitgewirkt, aber ansonsten habe ich die so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. War cool, wenn sie es schafft, dass sie wirklich geil an ihrem Vater da in Anführungszeichen jetzt einmal ersetzt, was Zombiefilme angeht. Da bin ich gespannt drauf, ja. Who said Zombies can't be chic, Money war irgendwie so ein Untertitel oder eine Beschreibung von dem Film. Ich werde ihn auf alle Fälle anschauen, wenn er bei uns läuft. Da sollte man gleich mal mit dem Cineplex schmerzen, dass sie diesen Film vielleicht in 'ne Sneak bringen bei uns oder allgemein in die Nacht des guten Geschmacks. Das war ganz cool. Das blaue Blut war lustig. War das aber zensiert, das blaue Blut, oder hat das allgemein blaues Blut gehabt, das Spiel? Kann man nämlich vorstellen, dass es bei uns in Deutschland zu der Zeit noch an der Zensur gelegen hat. Ziemlich viele Spiele haben wir dieses Mal auch dabei, denn Paramount hat ja einen riesen Deal abgeschlossen. Die hauen sowieso richtig auf die Kacke, was Deals angeht, hat man jetzt mit South Park schon gesehen. Aber die haben jetzt mit Activision einen fetten Deal abgeschlossen und werden Call of Duty auf die Leinwand bringen. Und das kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Also, ich bin jetzt nicht so der Call of Duty-Fan. Ich habe da, ja, die Modern Warfare-Teile habe ich gespielt und Ghosts, aber die Ghosts war ziemlich Gurke. Und ab und zu habe ich es mal im Koop mit Kumpels gespielt, online, da war ich immer zu schlecht dafür, komme ich auch. Aber ja, die Kampagnen fand ich eigentlich immer geil drüber und das könnte ich mir in 'nem Film auch geil vorstellen. Also, ich bin gespannt, was sie machen. Was ist da jetzt? Willkommen bei dieser Gunsips. Ja, Jojo, gibt's 'n Potato? Eine riesengroße Potato für die, die sie ab und zu auch zu etwas anderem formt. Schau her, extra für die. Vielen Dank. Du wirst auf alle Fälle in meine Gebete eingeschlossen. Und ich wünsche dir jetzt nicht mehr so oft einen Hodendreher wie sonst. Auf alle Fälle, mehr Details gibt es nicht. Nur, dass sie sich eben mit Activision da jetzt zusammen haben und diesen Film entwickeln. Aber es gibt noch kein Release, kein Cast, gar nichts. Nur die Info, dass er kommen wird. Wir halten euch auf alle Fälle auf dem Laufenden beim Kassettenschmerz bezüglich Call of Duty. Call of Duty, wie es der Wrestler gesagt hat, gell? Und die eine traurige News habe ich noch, kann ich mein protestantischer Bruder. Hallo, Religionsgeheimnis, Datenschutz oder was weiß ich, keine Ahnung. Fragt nicht jeden, dass ich Mormone bin. Creepshow, die Serie ist nach 4 Staffeln gecancelt worden. Das ist sehr schade. Die habe zwar noch nicht alle gesehen, aber die ersten 2 meine ich und die waren wirklich cool. Kann ich nur empfehlen, wenn irgendjemand Zugriff darauf hat, dass er sich Creepshow anschaut. Zumindest ist ja noch eine Complete Collection bisher nur in Amerika angekündigt worden, mit alle 4 Staffeln in der Box mit Digipack und so. Sie hauen nochmal was richtig Schickes raus als Abschied von der Creepshow. Sehr schade, weil die ersten 2 Staffeln echt cool waren, aber ich glaube, die ist jetzt eh schon seit 2023 oder so ist da jetzt nichts mehr gekommen und war Stille und jetzt auf einmal haben sie es eben gecancelt, die Schweine.
Seit letzter Woche läuft ja das Finale in Anführungszeichen von The Conjuring, Last Rites. Aber wenn man jetzt mal so liest, größte globales offene Eröffnungswochenende eines Horrorfilms, dann gehe ich mal stark davon aus, dass wir da schon noch ein paar Teile kriegen werden. Wahrscheinlich dann auch nicht mehr unter der Fuchtel von die bisherigen Macher, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass The Conjuring einfach so mit diesem Bang dann aufhören wird. War natürlich cool. Ich glaube zwar jetzt auch nicht mehr, dass wir Patrick Wilson und Vera Farmiga dann singen, aber irgendwie wird das Ding noch weitergehen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Was haben wir denn da? Final Worldwide Opening Weekend of The Conjuring Lost Rites was actually 194 Millionen und hat damit von 2017 übertroffen. Die haben 190 Millionen globales Wochenende gehabt. Ja, cool. Ich freue mich für sie, weil Conjuring ist einfach ein geiles Universum. Ich mag die Filme fast alle. Ich mag den Patrick Wilson und die Vera Farmiga. Deswegen, ich vergunne ihnen das from the bottle of my heart, wie man es auf Englisch sagt. Eine Spätzle wird schon ist ja noch online. Kurva, da habe ich wieder die Geheimnisse rausgehauen. Ha? Unglaublich. Datenschutz war da wieder überhaupt kein Begriff. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Schauen wir mal kurz, ob ich nur irgendwo eine News euch unterschlagen habe. Ich glaube zwar nicht. Aber ich kontrolliere das jetzt für euch nochmal. Ich bin ja ein sehr netter Kerl und möchte euch natürlich nichts unterschlagen. Und tatsächlich, The Immortal Man, ein Peaky Blinders Film, kommt 2026 endlich mit dem Cillian Murphy als Tommy Shelby. Er wird direkt ins Chaos des Zweiten Weltkriegs geworfen in dem Film. Mehr ist noch nicht dabei. Aber 2026 haben wir jetzt endlich ein Datum für unser Peaky Blinders Finale. Ich habe da immer noch nicht die letzte Staffel gesehen. Und abgesehen davon müsste die wahrscheinlich sowieso nochmal von vorne anfangen, mir das zu schauen, weil ich mich weit und vorne mal auskenne. Aber soll ich machen. Kani ist ein super Typ wie immer. Das ist schön. Gibt es auch Potato. Lauter Potato sein. Ich müsste echt dann so Kartoffeln herstellen. Weil ich euch so Potatoen tue. Das war's mit den News. Jetzt gehen wir mal über auf die Kinostarts der Woche, nämlich den 11. September 2025. Los geht's mit The Long Walk, die Stephen King-Geschichte, der Todesmarsch. Auf den bin ich schon sehr gespannt. Genauso wie auf Dangerous Animals. Der ist auch ziemlich interessant, die Prämisse. Dann haben wir noch Honey Don't von Ethan Cohen. Das ist ja einer der Cohen-Brüder. Den muss man den unbedingt anschauen. Zudem ist auch noch die Margaret Qualley dabei und Aubrey Plaza. Alter, das ist ja wirklich ein Cast. Chris Evans noch dabei. Alter Schwede, da muss ins Kino und muss man wahrscheinlich mit Hausverbot rechnen, weil es zum Feppen wird. Beule zerlegt die Welt. Kenn ich nicht. Kung Fu in Rome, von dem habe ich schon x-mal gelesen, aber ich weiß auch nicht, was das sein soll. Die Gesandte des Papstes, How to be Normal, Gaucho, eine Dokumentation, Superkräfte mit Köpfchen, ein Familienfilm. Exit Pangea, AI Evolution, Sci-Fi-Film, schaut ja verrückt aus. Memory Wars, Elizabeth, Loftus und die Macht der Erinnerung. Disney Channel Mitmachkino, da gehen wir hin. Mirai Raumteiler, David Gilmour, Live at the Circus Maximus in Rome. 2 wie Pech und Schwefel. Das ist wieder nur Mist jetzt. Nam Unipaik, Munith the Oldest TV, Nika Zeildar 4, Fest im Sattel, das ist auch wieder Western aus den 60er. Das war's jetzt. Was wird da schon wieder geschrieben? John McGinley kehrt als Dr. Cox in Scrubs Reboot. Stimmt, das habe ich auch gelesen. Dass der wieder zurückkommt. Da bin ich ja schon sehr gespannt drauf. Ja, der Dragon Cry ist jetzt auch da. Hopper die Ehre und nein, eine Spucke haben wir nicht, das ist kein Wein, kann man einfach überschütten. Gibt es gleich wieder Potato für einen Dragon Cry? Wie Potato You, wie Potato You, alle allesamt wird's Potato. Für die habe ich coole News dabei gehabt, da brauchst du nämlich nicht suchen Rewatch, dann wenn du den Rest noch sehen musst. Es wird eine Life is Strange Serie von Amazon entwickelt und ich glaube im Kopf zu haben, dass du großer Life is Strange Fan bist. Drum ist es sicher eine News, die dich freuen wird. Und der Showrunner wird der Charlie Covell sein, der auch The End of the Fucking World gemacht hat. Habe jetzt extra nochmal für die rausgekramt, weil ich bin einfach ein gnädiger Herrscher.
So, zu unseren Streaming-Charts. Streaming, schauen wir da mal. Platz 10, My Life with Walter Boyce auf Netflix, die erste Staffel. Sagt mir ja nichten. Platz 9 ist wieder Netflix, die erste Staffel von Two Graves. Platz 8 ist auch wieder Netflix, die erste Staffel von America's Team, The Gambler and His Cowboys. Platz 7 wieder Netflix, erste Staffel von The Hunting Wives. Platz 6 wieder Netflix, erste Staffel von Hostage. Was sagt der Charts? Ja, genau, so sagt man es. Platz 5, jetzt ist es Prime Video mit der dritten Staffel von The Summer I Turned Pretty. Dann haben wir Platz 4, wieder Prime Video, die erste Staffel von The Terminalist, Dark Wolf. Jetzt kommt wieder Netflix mit der zweiten Staffel von Wednesday auf Platz 3. Dann nochmal Netflix mit der ersten Staffel von Katrina, Come Hell and High Water auf Platz 2. Und Platz 1 ist die zweite Staffel auf Netflix von My Life with the Walter Boys. Deswegen ist die erste Staffel in den Top 10 drinnen. Sagt mir überhaupt nichts in die Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich nichts davon gehört und ich bin immer nur auf 180, dass Alien Earth nicht in diese Top 10 drinnen ist. Was soll das, Leute? Ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Ich möchte Alien Earth da drinnen haben. Und wieso schaut ihr das nicht an, dass wir da reinkommen? In Dauerschleife. Unglaublich. Life is Strange bin ich gespannt und The End of the Fucking World habe ich dieses Jahr erst gesehen. Das kann was werden, sage ich. Habe ich nicht gesehen, The End of the Fucking World. Pfiffige Filme für fertige Pfandsammler. Ja, ohne Pfand war ich schon lange aufgeschmissen. Dazu wenig Steady-Abos gemacht werden. So, jetzt gehen wir über zum Highlight. Oh, die Kamera ist auch schon aufgeregt, ob das gesehen ist, 4 gefahren ist. Zum Highlight des Kassettenschmerz immer unboxen. Dragon Cry für die auch nochmal. Ich habe leider beim Netto meines Vertrauens keine Pokémon-Karten mehr gekriegt. Drum gibt es heute nur ein One Piece Booster Pack geunboxed, aber dafür nächste Woche wieder mit Pokémons und Magic. Oh, Alien Earth, da war was. Ach so, vergiss nochmal Sano. Schau dir Alien Earth an. Wirklich gut. Also finde ich sehr, sehr gut umgesetzt. Geile Effekte, geile Kostüme und so. Also, und man sagt endlich mal, was richtig cool ist, was eigentlich passiert, wenn der Xenomorph mal richtig schnetzelt. Also, da ist schon, da wird der Fleischtopf hergekriegt zum Grillen. So, Tristan, haben wir schon, passt mir nicht. 20 Doctors, haben wir schon, passt mir nicht. Booking, haben wir schon. Charlotte Poir haben wir schon. Da ist ein 6, die hat Busens. Dann haben wir einen X-Drake, den haben wir natürlich auch schon. Dann haben wir ein Event, Candy Maiden haben wir auch schon. Wir müssen eigentlich umdrehen, gell, damit das nicht ich weiß, was da kommt. Was haben wir jetzt? Calgara haben wir auch schon. Jetzt. Charlotte Ofen, den haben wir auch schon. Fetch, den haben wir auch schon. Oh, Arodikort, was ist das? Da weiß ich jetzt gar nicht, Marco, ob ich den schon habe. Gehen wir mal auf die eventuelle Seite. Was mit dem? S-Hawk haben wir auch schon. Leg mir einen Arsch rein. Und hier King. Den haben wir, glaube ich, auch schon, aber zumindest schillert er. Aber es ist wahrscheinlich schon den ich schon habe. Danke für nix. Danke für nix. Wisst ihr was? Ich habe noch Sports da. Das machen wir jetzt auch noch auf. Das ist das letzte seiner Art von dieser OP8-Box, die mir der Corby damals aufgeschmerzt hat. Den machen wir jetzt noch auf. Bei One Piece bin ich gerade mit dem Manga im Water 7 Arc. Mit Manga bin ich leider nie so weit gekommen. Die müsste ich mal noch neu kaufen. Backerl Opening. Yeah! Danach gibt es mein Sackerl Opening auf OnlyFans zum Singen ab 21 Uhr. So, drehen wir gleich wieder um, dass wir uns nicht spoilern. Spohoheulern, das ist der Schwung von vorhin. So, letztes Booster Pack aus meinem OP8 Kaufwagen. Was haben wir hier? Miyagi, haben wir schon. Leck mir den Arsch. Was mit dem? Den haben wir natürlich auch schon. Viscount Yoko Gigalsepp. Und, den haben wir auch schon. Mont Blanc Cricket. Mont Blanc. Siehst du hier? Keine Manga-Karte. Moby Dick Stage. Ja, den haben wir auch schon. Baron Tamago haben wir schon. Keine macht es möglicher als Neckermann. Ja, definitiv war es möglicher. Am 6.12. Wer da ist zum Sackerl öffnen kommt, der ist selber schuld. Was haben wir jetzt? Das ist ein Event, oder? You can take our kings early, king this early in the game. Haben wir, glaube ich, auch schon.
Der haben wir natürlich auch schon. Was mache ich mit ihr? Maria Onion P. Verpiss die. Haben wir auch schon. Hallo. Jetzt halt. P. kommst. Den haben wir auch schon. Alter, was tun wir die Kamera? Ah! Inuarashi haben wir schon. Kamera ist ja geisteskrank. Den haben wir auch schon. Wunsch Mutation Event. So, ich glaube, die habe ich auch schon. Ah, sie glitzert zumindest immerhin das. Und jetzt hat letzte Karte. Ah, die haben wir doch sicherlich auch schon. Die Wander. Wieder nicht reich geworden mit One Piece Karten. Welch herbe Enttäuschung durch diese Sitzung wieder war. Wobei es nicht so schlimm ist, Jojo hat das Steady-Abo gemacht, dafür sind wir zutiefst dankbar. Knedelwurzler, Sesselberger, Schoß und Dragon Cry haben gespendet, dafür sind wir auch von Herzen dankbar. Wir potaten euch ohne Ende, es wisst es, es hat uns die liebsten Potatoes, die es geben tut. Das war's wieder mit dem Kassettenschmerz. Schalt's morgen ein. Morgen gibt es einen Talkthrough mit dem Seppi. Wir haben es ja letzte Woche eigentlich schon angekündigt, haben aber dann nicht können. Wir holen nur diesen Gamescom-Talkthrough nach, in dem der Seppi ein bisschen berichtet, was er so erlebt hat. Und das wird auch morgen um 19 Uhr sein, aber ihr seht es dann eh noch auf Instagram oder auf Threads und auf Facebook. Da werden wir die Ankündigung dann noch machen. Ansonsten sagen wir danke für alle, die zugeschaut haben. Was sagen wir? Sag ich. Danke an alle, die zugeschaut haben. Schön, dass du da seid. Danke an die großzügigen Geldgebereihen hier. Danke fürs Steady-Abo, Jojo. Und dann schaut morgen wieder ein. Herzlich heute unsere neue Folge, die rausgekommen ist. Ich glaube, es waren 2 Lecks. Ich glaube schon. Herzlich 2 Lecks so. Wobei, müsst ihr unbedingt, ich war nicht dabei. Dann ist das sicher langweilig und scheiße. Aber dazu der Mike und Corby zuliebe Herzen mir eine. Lasst es vielleicht auf leise laufen. Also, was sagen ist unwichtig, ist unwichtig. Nächstes Mal bin ich wieder dabei bei den Folgen. Wir sehen uns morgen, wir hören uns später und macht es gut wie Potato You. Kamera, bleib stehen. Tschüss.